SRF Kids Hörspiel. SRF Kids Hörspiel. Dein Podcast. Alex, aufstehen! Morgen, Schatz. Morgen. Hast du gut geschlafen? Hast du wieder deinen Traum gehabt? Aber ich wollte nicht darüber reden. Und der Papi zwingt mich auch nicht. Toast oder Müsli? Weißt du was? Ich mache den Toast und Müsli. Stärkung für den ersten Tag, das ist wichtig. Zum Glück ist die Mami noch nicht da. Der Papi ist allein schon genug nervös wegen meinem ersten Schultag. Die Mami kommt erst in ein paar Wochen, wenn alles geregelt ist, in L.A. Los Angeles. So weit weg und gleich noch so nahe. Ich habe Schiss, dass sich alles wiederholt. Der Papi schaut mich an. Alex, bist du sicher? Er meint meinen Rock. Er fände es wahrscheinlich besser, wenn ich Hose anlegen würde. Hast du dir gut überlegt? Ja, ich bin sicher. Dann ist gut. Voilà. Für meine mutige Tochter. Danke. Aber natürlich bin ich überhaupt nicht sicher. Nur muss der Papi das nicht wissen. Und ich habe mich schon lange entschieden. Schon bevor wir da angekommen sind. Der erste Schultag in der Schweiz ist mein Tag. Es ist der Tag für mein Lieblingsoutfit. Es ist der Tag, wo mein neues Leben anfängt. Es kommt sicher gut. Und wenn etwas ist oder wenn es dir nicht wohl ist, musst du es sagen, gell? Sagt der Papi schon zum 1000. Mal. Und dass er extra noch mal mit der Lehrerin geschwätzt hat und dem Schulleiter, das sagt er auch noch. Zum 100. Mal. Aber irgendwie bin ich gleich froh, dass er mich zu der Schule begleitet. Wie sehe ich aus? Perfekt. Wirklich? Ja, wirklich. Plötzlich höre ich mein Herz schlagen. Wie wild. Aber nicht nur, weil ich ein bisschen Angst habe. Auch ein bisschen aus Freude. Also, mach's gut. Ich hab dich gern. Papi, peinlich. Tschüss. Und dann zwinkert mir der Papi zu. Hast du gesehen? Der Abwart ist eine Frau. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Die Lehrerin fängt mich vor dem Zimmer ab und zeigt mir meinen Platz. Ich sitze an und schaue nicht nach links und nicht nach rechts. Und dann fängt die Schulstunde an. Englisch. Super. Der Tag fängt schon mal gut an. Aber dann sagt die Lehrerin, wir sollen der Reihe nach aufstehen und uns kurz vorstellen. Und sofort kommt das Rauschen wieder. Das Dröhnen in meinem Kopf. Und es wird immer lauter. Ich merke, wie das Mädchen neben mir aufsteht. Good morning. My name is Zoe. Ich muss das erste Mal denken, wo ich einen Rock angelegt habe. I live with my mother and my uncle. She make music. An dem Schülerkonzert im Frühling. My uncle is very funny and has much tattoos. Ich schaue die Lehrerin an. Sie lächelt und zwinkert mir zu. Ich lächle zurück. Schnaufe gut ein und langsam aus. Und das Rauschen hört auf. Und ich höre mich selber. Ich höre meine Stimme, die sagt: Hello, my name is Alex. I just moved here from Los Angeles. Die ganze Klasse ist mega beeindruckt. Los Angeles, USA. Ich sitze wieder ab. Kannst du auch Deutsch? Das ist Zoe, die mit dem lustigen Onkel. Aber ich wollte nicht schon in der ersten Schulstunde auffallen. Darum reagiere ich nicht. Or you speak only English? Weil sie nicht locker lässt, sage ich, dass meine Eltern Schweizer sind.
Ganz leislich sage ich das. Und dass wir ein paar Jahre in den USA gelebt haben. Wegen dem Job von meiner Mutter. Wow, so cool. Das würde ich auch mal gern. Warum wir zurück in die Schweiz gekommen sind, das erzähle ich ihr nicht. Sie hat einen super Style, die Zoe, und sie ist so entspannt. Wo sie sieht, dass ich in der Pause allein bin, kommt sie voll zu mir rüber. Hey Alex! Wie geht's? Gut. Ah, cool. Hast du auch gerne Musik? Ich liebe Pop. Oder fast noch mehr Indie-Pop. Einfach coole Musik. Und ich versuche jetzt auch eigene Songs zu schreiben. Aber das ist voll schwierig. Und meine Mutter hat mir beigebracht, Gitarre zu spielen. Und jetzt versuche ich mich einmal zu begleiten. Wow, habe ich gedacht. Wie die kann reden. So selbstbewusst. Ich weiss nie, was sagen, wenn ich jemanden nicht kenne. Vielleicht könntest du mir helfen beim Songtext schreiben. Weil ich bin voll nicht im Englisch. Aber das hast du ja gemerkt. Und wenn es KI übersetzt, bin ich nie sicher, ob es auch stimmt. Vielleicht können wir uns mal nach der Schule treffen. Und vielleicht könntest du mir auch bei meiner Aussprache helfen. Weil sonst ist es irgendwie voll peinlich beim Singen. Das wäre echt super. Zoe sprudelt nur so vor sich an. Ich schaue sie einfach an und muss lächeln. Hoi Alex, wie ist es gegangen? Alex Mädchen oder Alex Junge? Als würde man das nicht sehen. Alles war so cool heute und dann kommt in der letzten Stunde so etwas. Der Papi versucht, eine Rüebli-Torte zu backen. Mein Lieblingskuchen. Aber als ich ihm das erzähle, wird er hässig. Der Biolehrer? NMG. Natur, Mensch, Gesellschaft. Soll ich mit dem Schulleiter reden? Nein, der Rest des Tages war super. Ja, aber so etwas geht wirklich nicht. Halb so wild, Papi. Der Lehrer war der Einzige, der darüber gelacht hat. Und so hat er gesagt, dass er immer so blöde Sprüche mache. Und dann der Einzige ist, der es lustig findet. Und wer ist Zoe? Wir sitzen in Englisch zusammen. Sie ist mega nett. Wann ist der Kuchen fertig? Die erste Woche geht schnell vorbei. Weil ich die Mami ein bisschen vermisse, schicke ich ihr zwischendurch Sprachnachrichten. Ich erzähle ihr von der Zoe und dass wir den gleichen Schulweg haben und manchmal zusammen singen und uns die Leute anglotzen. Und dass wir sonst auch fast immer zusammen sind. Und dass ich es manchmal fast nicht glaube, wie schön das alles ist. Dass mein Albtraum immer noch kommt, das erzähle ich ihr nicht. Auch nicht, dass ich so gern so wie Zoe wäre. So selbstbewusst. Ausser wenn es um Jungs geht. Da wird sie nämlich ganz schüch. Gestern hat sie mir ein Bild gezeigt von irgendeinem Julian aus der Klasse über uns. Er ist auch neu an der Schule. Ich kenne ihn vom Pausenplatz. Er ist schon recht herzig. Und auch nicht so ein Macho wie seine Freunde. Aber Zoe traut sich voll nicht, ihn anzusprechen. Ich glaube, die Mami würde Zoe super finden. Und wie ich reagiert habe, wo das mit der Zoe ihrem Handy passiert ist, hat sie sicher auch super gefunden. Zoe und ich sitzen auf dem Pausenplatz und sie zeigt mir das Bild von Julian. Ah, schau mal. Das ist das herzigste Foto von ihm. Aber dann kommt voll so ein Bub aus unserer Klasse und reißt ihr das Handy aus der Hand und säckelt davon. Hey, geht's noch? Stopp! Gib das zurück! Wir rennen ihm nach, aber dann sehen wir, wie der Julian den Typ packt und an eine Wand drückt. Zoe bleibt mitten auf dem Platz stehen. Ach, Scheiße! Was? Jetzt sieht der Julian sicher, dass ich sein Foto angeschaut habe. Zoe klammert sich an mir fest. Dann kommt der Julian auf uns zu. Schau dort, Zoe, dein Handy. Aber Zoe ist wie eingefroren. Also nehme ich ihr Handy und bedanke mich mit einem Lächeln. Und der Julian lächelt voll zurück und geht wieder. Meinst du, er hat es gesehen, das ist sein Bild? Ach, so peinlich. Er hat es sicher gesehen. Alex, ich sterbe. Nein, sage ich. Er hat es ziemlich sicher wahrscheinlich nicht gesehen. Und wenn auch. Er findet Zoe sicher genauso toll wie sie ihn. Sonst hat er sich ja nicht für sie eingesetzt. Ich sterbe! So herzig die beiden. Im Bus ins Schulschwimmen hört Zoe nicht auf, über den Julian zu schwätzen. Julian. Aber ich höre nicht wirklich zu. Wir sitzen nebeneinander, ihr Kopf auf meiner Schulter. Ich wollte nicht schwimmen, weil ich nicht weiss, wie das gehen soll mit dem Umziehen und allem.
Die Lehrerin hat gesagt, sie finde gleich eine Lösung. Und ich soll jetzt das erste Mal einfach schauen kommen. In L.A. bin ich viel schwimmen. Auch in den Ozean. Ich liebe Wasser. Darum bin ich schon ein bisschen neidisch auf die anderen. Aber jetzt schaue ich halt einfach vom Rand her zu. Heute übe ich Rückenschwimmen und Kraulen. Ich würde so gerne auch. Immer am Mittwochnachmittag gehe ich zu der Zoe. Sie wohnt auf der anderen Seite vom Fluss, hinter der alten Kaserne. Mega schön. Wenn ich den Umweg nehme, am Fluss entlang, kommt zuerst das Wehr, wo sich das Wasser staut und auf der anderen Seite in die Tiefe stürzt. Wenn ich das Board runterrutsche und ein bisschen am Fluss weiterlaufe, kommt irgendwann ein Bänkli. Dort wohnt ein Biber, behauptet Zoe. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Meistens sitze ich kurz an und höre am Wasser zu. So friedlich. Der Zoe, ihr Vater, ist gestorben, als sie 3 war. Und sie wohnt mit ihrer Mutter und ihrem Onkel in einem grossen Haus. Ihre Mutter ist mega berühmt wegen ihrer Band. Wenn sie Konzert hat, schaut ihre Brüder auf Zoe. Also der Brüder von der Mutter. Also eben der Onkel. Anyway. Was denkst du gerade? Komm schon, ich will wissen, was du denkst. Aber ich wollte nicht sagen, dass ich ein bisschen eifersüchtig bin auf sie. Weil ihr alles so einfach fällt. Du siehst immer aus, als würdest du mega viel studieren. Oder dass sie sicher nicht so ein grosses Geheimnis hat wie ich. Dass sie sicher nichts verstecken muss. Die muss man alles aus der Nase ziehen. Darum habe ich irgendetwas erzählt von meinen Freundinnen in L.A., dass die das manchmal auch gesagt haben. Aber dass das ihnen egal war. Freundinnen sind einfach das Beste. Ich bin so froh, dass du in unsere Klasse gekommen bist. Komm, wir machen das Lied für alle Freundinnen. Oh ja, cool. Also zuerst der Text. Zoe macht ihren Laptop auf. Und wir fangen einfach an. Gut. Die erste Strophe. You and I first met on a hard new day. Oh ja. You asked for help. And I said, okay. Super. Genau so fangen wir an. Und dann... So here's to laughter, here's to tears. Friendship is melting fierce. Mega. Was heisst das? Ja, so ein bisschen wie, egal ob man brüllt oder lacht, Freundschaft vertreibt alle Ängste. Ah, cool. Aber dazwischen fehlt irgendwie noch etwas. Friendship sister is melting fierce. Friendship girl is melting fierce. Klingt irgendwie cooler. Findest du auch? Ja, girl ist besser. Das wird der Refrain. Und komm, wir nehmen da good friends. Nicht normal friendship. Ja, genau. When you are down, just give me a call. Good friends forever through it all. Das ist so ein cooler Refrain. So here's to laughter, Here's to tears. Friendship girl is melting fierce. When you are down, just give me a call. Good friends forever through it all. Wow, super, bravo! Mama, mach das nicht. Du hast uns mega verschreckt. Oh, sorry. Aber hey, das tönt dann schön. Du bist sicher der Alex. Ja. Ich bin Julia, freut mich. Hey, du hast eine super Stimme. Voll. Danke. Wenn ihr wollt, könnten wir das aufnehmen. Was? Wie heisst's? Through it all. Oh, Through It All. Das klingt gut. Ja, gell? Meinst du es ernst wegen dem Aufnehmen? Ja, sicher. Warum nicht? Wir sind doch ready, oder? Ja, bald. Oder, Alex? Ja, glaub schon. Also, am Sonntagnachmittag. Erst nachher hat mir Zoe erzählt, dass ihre Mutter ein Tonstudio im Keller hat. Volles Tonstudio, so krass. Zoe und ich sind fast geplatzt vor Aufregung. Und dann ist es soweit. Das Studio ist richtig professionell. Es hat eine Aufnahmekabine mit einem Mikrofon und Kopfhörer. Und im anderen Raum hat es ein Pult mit 1000 Hebeli und Schalter und allem. Zuerst geht Zoe in die Kabine. Und Julia nimmt auf, wie sie Gitarre spielt. Perfekt, Zoe.
Danke. Sie spielt mega konzentriert die einzelnen Teile von unserem Lied. Als würde sie das schon ihr ganzes Leben lang machen. Fast als wäre sie eine andere Person. Ein Profi, wie ihre Mutter. Kannst du mir noch mal den Refrain geben? Okay, mach ich. Und dann bin plötzlich ich dran. Julia begleitet mich in die Kabine und gibt mir ein paar Kopfhörer, dass ich die Musik vom Song höre. Sie richtet alles ein und dann geht sie wieder raus. Okay, bin grad parat. Moment. Auf einmal ist es mir peinlich, vor der Julia zu singen. Sie ist doch ein Profi. Darum mache ich meine Augen zu und konzentriere mich. Einschnaufen und gut ausschnaufen. Gut, kannst loslegen, Alex. Und Vollgas. Und ich probiere, alles zu vergessen um mich herum. Mich tragen zu lassen von der Musik. Und dann fange ich an zu singen. You and I first met on our new day. You asked for help and I said okay. Und plötzlich habe ich ein unglaubliches Gefühl in meinem Körper. Als würde alles Schlechte, das ich erlebt habe, überhaupt alles aus mir rauskommen und davonschweben. Und dann ist es schon vorbei. Und ich mache meine Augen wieder auf. Hinter dem Glas gumpeln Zoe aufgeregt umeinander und Julia strahlt und streckt beide Däume in die Luft. Das gibt einen Hit. Ja, das gibt einen Hit. Ich schwebe fast aus der Kabine. Aber dann merke ich, dass ich unbedingt aufs WC muss. Alex, du bist mega gewesen. So super. Zoe, wo ist das WC? Ich muss dringend. Am liebsten würde ich im Boden versinken. Ich vergrabe mich in meinem Bett. Was soll ich nur machen? Was soll ich machen? Alex? Soll ich so tun, als wäre nichts gewesen? Aber der Onkel hat es sicher gesehen. Und wenn er es der Zoe sagt, vielleicht sollte ich ihr einfach alles erzählen. Alex, alles gut bei dir? Aber wenn sie es nicht versteht, wenn sie blöd reagiert, es läuft alles gleich wie in L.A. Es kommt nicht darauf an, wo ich bin. Es läuft überall gleich. Ich komme rein, okay? Hey, was ist los? Am Papi kann ich es erzählen, das weiss ich. Ich kann ihm erzählen, dass ich nach der Aufnahme dringend bisseln musste. Und als ich aufs WC bin, dass ich den blöden Scheiß-Knopf von der Hose nicht aufgebracht habe. Und dass ich dann im Stehen gebisselt habe, auch wenn ich das hasse. Und dass ich auch noch vergessen habe, die Türe zu beschliessen, weil ich so dringend musste. Und dass voll der Onkel von der Zoe reingelaufen ist und sicher alles gesehen hat. Und ich dann einfach heimgerannt bin. Und jetzt? Ja, was jetzt? Was soll ich jetzt machen? Du musst mit ihr reden. Wenn sie wirklich deine Freundin ist, dann hat sie dich gern so, wie du bist. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen Zeit braucht zum Verdauen. Und ich weiss ja, dass er recht hat. Aber gleich, ich habe so Angst, dass ich sie verliere. Am nächsten Tag entschuldige ich mich bei der Zoe, weil ich einfach abgehauen bin. Was ist denn passiert? Wir sind in der Bibliothek und müssen darum flüstern. Ist es wegen mir? Ich sage nein, sicher nicht. Und dann erzähle ich ihr alles. Was? Also, das heisst, du bist ein Bub und gar kein Mädchen? Doch, ich bin ein Mädchen. Ich fühle mich als Mädchen. Auch wenn ich den Körper von einem Bub habe. Aber wieso? Keine Ahnung, es war schon immer so. Schon als ich klein war. Und es gibt andere, die auch so sind. Also, du bist ein Mädchen im Körper von einem Bub? Ja, genau. Aber man sieht es mir halt nicht an. Ja, voll nicht. Ich hätte das nie gemerkt. Und dann sagt Zoe nichts mehr. Und ich auch nicht. Und dann sagt sie: Alex, weißt du was? Das ist mir total egal. Psst. Du bist einfach meine Freundin und basta. Wirklich. Wirklich. Ich umarme sie vor Freude. Und dann schwört sie mir, dass sie niemandem etwas verratet und dass es unser Geheimnis bleibt.
Für immer. Für immer. Danke, Zoe. Leider ist das nicht allen so egal wie dir. Sind nicht umweg aus allein. Ich nicke. Endlich ist Mami da. Und jetzt zeigen der Papi und ich ihr die Stadt. Sie will unbedingt alles sehen und wir müssen ihr alles erzählen. Da vorne geht es zum Fluss und gerade nach dem Wehr kommt die Schule von der Alex. Magst du noch? Ja, sicher. Ich glaube, mein Jetlag meldet sich erst am Abend. Aber dann passiert etwas Peinliches. Der Julian kommt uns entgegen und bleibt voll stehen. Hallo, Hoi, Soll ich? kennt ihr euch? ich bin der Julian. Der Alex und ich gehen zusammen in die Schule. Das stimmt zwar nicht, weil er ist eins über uns. Aber ich sage nichts. Wir sind alle auf dem Sportplatz. Kommst du auch? Jetzt müsste ich natürlich sagen, dass meine Mami erst gerade zurückgekommen ist, aus Amerika. Und ich darum nicht kann. Aber ich bringe mein Maul nicht auf. Gang nur, Alex. Wir sehen uns zum Nacht wieder. Und dann kannst du mir von all deinen neuen Kollegen erzählen. Der Julian grinst und ich werde knallrot. Die Mami nimmt den Papi an der Hand und zieht ihn davon. Bis später. Bis nachher. Tschüss. Ade. Und ich laufe stocksteif neben Julian zum Sportplatz. Shootest du gern? Geht so. Wir können auch Basketball spielen. Okay. Was machst du eigentlich an Halloween? Das ist doch mega wichtig in den USA. Meine Schwester und ich dürfen das ein kleines Fest machen. Oder hast du schon mit der Zoe abgemacht? Super. Wenn ihr wollt, könnt ihr alle zu uns kommen. Wir gehen Süßigkeiten sammeln und nachher gibt es heisse Schocke mit Marshmallows. Das macht man doch zu Amerika. Und dann können wir Spiele machen. Halloween. Die Mami hat mir im Brocki ein altes, rüschliges Hochzeitskleid gekauft. Dann haben wir es ein bisschen kleiner gemacht und hinten haben wir noch so wie eine Schleppe dran genäht. Einfach super. Ich schminke mich ganz weiss mit schwarzen Augenringen. So Wednesday Addams-mäßig. Aber vorher muss ich zum 100. Mal der Zoe anrufen, wie sie wieder so schüch tut. Das ist doch eine super Gelegenheit, um den Julian kennenzulernen, sage ich ihr. Und dass er ganz sicher auf sie steht. Und dann ist es endlich soweit. Zoe kommt zuerst zu mir. Sie ist als Harley Quinn verkleidet und hat einen selber bastelten Riesenhammer dabei. Sie sieht super aus. Dann gehen wir zum Julian. Hoi. Hallo. Hallo, cool sind ihr da. Wir sind auch gerade parat. Der Julian ist der Dracula und seine Schwester ein Zombie. Zusammen mit ein paar anderen gehen wir los. Süßes oder Saures? Wir kommen mit tonnenweise Süßigkeiten zurück. Und die Schwester von Julian hat noch Torte gebacken. So eine mit verschiedenen Schichten. Und Zoe ist gar nicht mehr so schüch. Als wir das Spiel anfangen, sitzt sie neben Julian und die beiden können nicht aufhören, einander zu zeugeln. Was sich neckt, das liebt sich, oder? Irgendeinmal verliebe ich mich auch. In irgendjemanden. Alex, haben wir schon gewürfelt? Ah, sind wir dran? Endlich, 2,6. Yes. Hey, Gruppe Zoe, nicht schlafen. Oh, sorry. Alex, hilfst du mit dem Kuchen? Zuerst habe ich gar nicht geschnallt, dass er mit mir redet. Wir haben die schon verloren. Kannst du mal verschneiden und reintragen? Also stehe ich auf und laufe ihm nach. Aber gerade als ich in die Küche komme, stehe ich voll auf die Schleppe von meinem Kleid, stürchle und gehe Julian voll in den Arm. Auf einmal sind wir unnöch. Unsere Nase berühren sich fast. Und in dem Moment läuft Zoe rein. Was? Alex! Schaut Julian an, der schnell einen Schritt zurück macht, schaut mich an und rennt gerade wieder raus. Ich ziehe mein Kleid auf und renne ihr nach. Und der Julian rennt uns nach. Und wir stammeln beide etwas von wegen, es ist nicht so, wie es aussieht. Ah ja? Ich habe es ja ganz genau gesehen. Was hast du gesehen? Es war nichts. Was glotzen die alle so blöd? Alex ist gestürchelt und ich habe sie gefangen. Und Schon gut. Aber wenn du das Gefühl hast, du hast deine Brut gefunden, dann muss ich dich leider enttäuschen. Und in diesem Kleid versteckt sich nämlich etwas ganz anderes. Stimmt's, Alex? Alex, warte, renn nicht davon! Alex! Nämlich etwas ganz anderes. Ganz anders. Anders. Ich renne und renne und plötzlich bin ich beim Wehr. Ich schaue ins Wasser.
Es ist so laut. Ich höre mich selber nicht mehr denken. Und ich weiß nicht, ob es Tränen sind auf meinen Backen oder Wassertropfen. Ohne zu überlegen, rutsche ich das Board runter und renne weiter. Einfach weiter. Ein Weg entlang. Und dann stehe ich auf einmal bei meinem Bänkli. Ich sitze her. Vielleicht ist ja der Biber rum. Und ich kann mich mit ihm in seiner Höhle oder in seinem Bau oder wie das heisst verkriechen. Vielleicht versteht mich auch der, wenn mich sonst schon niemand versteht. Ich muss versuchen, ruhig zu schnaufen. Ganz langsam. Einschnaufen. Ausschnaufen. Der Fluss ist da viel breiter und weniger wild. Dann schaue ich rauf und sehe Sterne. So viele Sterne. Und vis-à-vis funkelt Fenster von einer Siedlung. Eine Siedlung, wo ganz viele Menschen wohnen, die nicht lügen und sich nicht verstecken und nicht einen Körper haben, der ein riesengroßer Fehler ist. Leute wie Zoe und ihre Mutter und ihre Onkel und der Julian und meine Eltern. Alex? Alex! Als ich die Mami höre, weiss ich, dass ich aufstehen muss. Dass ich aufstehen will. Alex! Mami! Aber meine Beine, meine Füße sind wie Steine und ich komme in meinem blöden Brutkleid fast nicht mehr das Board auf. Die Mami streckt mir ihre Hände entgegen, ich packe sie und sie zieht mich auf. Direkt in ihre Arme. Sie hebt mich ganz fest. Und jetzt sind es ganz sicher Tränen, die mir runterlaufen. Mami, es tut mir so leid. Alles ist so schwer. Ich weiss, mein Schatz, ich weiss. Ich enttäusche immer alle. Und jetzt habe ich auch noch meine beste Freundin verloren. Nein, du hast niemanden verloren, im Gegenteil. Zoe hat uns angerufen, wie sie sich Sorgen macht. Sie hat erzählt, was mit dem Julian passiert ist und dass sie Angst hat, weil du richtig wehr davon bist. Die Mami hält mich immer noch fest und ich höre auf zu brüllen. Ich höre meine Normalstimme, die nochmal sagt, dass es mir leid tut und dass ich niemandem wehtun will. Ach, Alex. Ich will einfach alles vergessen. Du bist so mutig. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Du musst dir vertrauen. Du bist viel stärker, als du glaubst. Am nächsten Tag bleibe ich daheim und am übernächsten auch. Meine Eltern haben gesagt, ich könne selber entscheiden, wenn ich wieder parat bin für die Schule. Die Mami hat gesagt, dass Zoe vorbeigekommen ist, um sich zu entschuldigen. Aber ich will sie nicht sehen. Und ich will nicht an Halloween denken. Und auch sonst an nichts. Zum Beispiel, dass die Zoe ihre Mutter scheinbar unseren Song gepostet hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, je wieder zu singen. Irgendetwas zu machen. Meine Psychologin sagt, das ist normal. Aber was ist schon normal? Alex? Ich bin's. Zoe. Hey, es tut mir leid. Ich bin mega gemein zu dir. Wie kann ich das nur wieder gut machen? Bitte, Alex, mach auf! Ich bin so eifersüchtig, als ich euch zwei zusammen gesehen habe. Aber du bist mir viel, viel wichtiger als irgendein Typ. Und ich habe niemandem etwas gesagt. Wirklich. Das Geheimnis ist sicher. Hey, unser Song, wir haben über 3000 Klicks und fast 900 Likes. Alle fragen, wann du wieder in die Schule kommst. Ich habe gesagt, du bist krank. Bitte komm wieder. Ohne dich ist es nämlich scheiße. Mega langweilig. Also gut. Ich gehe jetzt langsam. Bis gleich. Ein paar Tage später kommt Zoe wieder vorbei. Und ja, ich habe mich gefreut. Habe sogar auf sie gewartet. Vor der Tür sagt sie, dass der Schulleiter möchte, dass wir am Schulfest unser Lied performen. Und dass der Julian gefragt hat, wie es mir geht. Ich glaube, er findet dich cool. Hast du gehört? Der Julian findet dich cool. Mach doch auf. Ich habe so viel zu erzählen.
Also mache ich ganz langsam die Türe auf. Endlich. Alex. Und dann will mich Zoe umarmen und fragt, ob wir wieder Freundinnen sein können. Aber mir geht das ein bisschen zu schnell. Darum mache ich einen Schritt zurück und sage nur, dass das mit dem Schulfest in Ordnung ist und dass wir noch schauen wegen dem Rest. Dann mache ich die Türe wieder zu. Und höre. Wie ist es gegangen? Immerhin hat sie die Tür aufgemacht. Das ist ein Anfang. Ja, das kommt schon. Es ist ganz wichtig, dass sie weiß, dass du da bist. Ja, Zoe, merci vielmal. Hoffentlich wird alles wieder gut. Du bist eine super Freundin. Sie ist eine super Freundin. Meine erste wirklich gute Freundin. Und plötzlich fühle ich mich viel leichter, so als könnte ich einfach davor schweben. Aber das wollte ich gar nicht. Ich wollte da bleiben, bei meinen Eltern, bei der Zoe, in meinem Leben, wo jetzt wieder anfängt. Also hole ich mein Handy vor, das erste Mal seit Tagen, und mache den Account von der Julia auf. Und ich klicke aufs Lied. Unser Lied. You and I first met on our new day. You asked for help and I said okay. I'm here for you, you're here for me. A lovely start full of sympathy. So here's to laughter, here's to tears. Friendship, girl, is melting fears. When you are down, just give me a call. Good friends forever through it all. We sing and laugh and dance around, like flying high above the ground. At every turn we both belong. Our friendship grows so deep and strong. So here's to laughter, here's to tears. Friendship, girl, is melting fears. When you are down, just give me a call. Good friends forever through it all. Like a river, soft and slow, we help us breathe, we help us grow. When you drift or lose my way, we whisper together we're okay. So here's to laughter, here's to tears. Friendship, girl, is melting fears. When you are down, just give me a call. Good friends forever through it all. So here's to laughter, here's to tears. Friendship, girl, is melting fears. When you are down, just give me a call. Good friends forever through it all. When you are down, just give me a call. Good friends forever through it all. SRF Kids Hörspiel. Hat dir die Geschichte gefallen? Es gibt noch viel mehr. Abonniere jetzt den Podcast und du verpasst nie eine Geschichte. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.